Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker am Christoph Hansen. Für uns zu fangen will ich euch für das Mal alles Gutes am neuen Jahr wünschen. Ich habe auch Vakanz gemacht, weil ich hatte die letzten Wochen am Montag ganz viel zu tun. Ich habe der Klimakonferenz zu Madrid dabei. Aber ich hatte auch ein ganz wichtiges Dossier, die Revision von der Trinkwasserdirektive, die wir an Last Minute danach mit der finnischen Präsidenz vom Conseil konnten aufschließen. Nur der Vakanz haben wir heute zu Bresel angefangen, das Woche. Da ist ein Arbeiten hier im Europaparlament, für mich als ein großes Dossier, den das schlägt, das die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik, ein ganz wichtiges Dossier für als Bauern, weil ihr wisst, auch als Bauern brauchen Unterstützung, für überhaupt noch können zu produzieren. Das für mich natürlich froh, die sich stellt, als es wirklich nötig ist, schon eine Reform zu machen. Die letzte Reform aus 2015 in Kraft getreten. Und das ist oft so, ich meine, man muss gucken, als Bauern überlegen nicht an Wahlperioden, als Bauern überlegen, mehr langfristig, sie müssen investieren. Aber wenn man da alle paar Jahre müssen die Regeln ändern, da ist jeder reden, den Herr Nudo Janine ist. Und das, selbst was wir eigentlich vermeiden sollten, die Reform leider um das, da wisst die Europäische Kommission, hat die letztes Jahr proposiert an mir im Europaparlament runter geschafft, das einerseits den Agrarausschuss, den responsabel ist, aber auf vielen Punkten außerdem noch den Umweltausschuss. Es sind Member von der Umweltkommission hier im Europaparlament, dann ist ein Rapporteur von dem Text. Also du siehst so, die zwei Texte für 4 in den letzten Europawahlen an den jeweiligen Kommissionen gestimmt, war nicht an der Plenär aufgestimmt. Das heißt, im Moment noch keine koordinierte Position hier im Parlament. Das probieren wir in den nächsten Wochen am Ende fertig zu bringen, für die Umweltposition an die Agrarposition bei ihnen zu bringen. Und das wäre das Mandat dann gehen, für mit dem Conseil, also mit dem Ministerrat, zu verhandeln. Das ist wichtig, dass wir da eine kohärente Position haben, weil andererseits geht es da ganz schwer, für mit den Ministern da eine starke Position können zu führen und eben noch ein starkes Verhandlungsmandat zu haben. An der heute Proposition als der Valo sich ein großer Paradigmenwechsel dran. Weil früher war das eigentlich so, die Europäische Kommission hat 4 gehabt, hat eigentlich die Regeln festgelegt, was in der gemeinsamen Agrarpolitik soll geschehen. Jetzt geht es ein bisschen umgedreht. Du siehst Memberstaaten, die sogenannten Strategiepläne müssen machen. Die gehen dann nach Brüssel geschickt und die müssen dann von der Europäischen Kommission angeholt gehen. Und dann gehen sie eigentlich an das Nationalgesetz umgesetzt. Also sind ganz viele neue Herausforderungen dran. Auch schon an der gemeinsamen Agrarpolitik spielt die Umwelt ganz groß sind. Wir haben die Echtsäule die sogenannten Echtsäule, kommen direkt bei Hilfe und Bauern. Da gibt es aber auch schon ein ganz nachhaltige Vorgaben für die Bauern, die so überhaupt kriegen. Und dann haben wir den zweiten Volley, das ist der sogenannte Development Rural. Und auch da sind ganz Umweltmaßnahmen, die gemacht müssen gehen. Sind natürlich die Texte, wo ich ein ganz Bedenken nach immer, ich probiere die an den nächsten Moment ein bisschen rauszukriegen. Aber ich gehe vielleicht aufhängen mit einem kritischen Punkt, das die Unterstützung für als Jungbauern. Da gehen wir halt zu Lützeburg, gehen wir als Bauern nur sich, wenn sie aufhängen, Forfait, also wenn so dass für alle Bauern eigentlich dasselbe ist. Ich meine, das ist wichtig, wir wollen da nicht klängen par rapport zu einem großen Benoteligen. Davon muss man gucken, dass das auch nach an der Zukunft möglich ist, dass das an der ersten Seite von der gemeinsamen Agrarpolitik mit dann aber an der zweiten Seite, dass nach die nötigen Investitionshilfen auch als Jungbauern können zugutekommen. Das ist der große Punkt, an dem ich will schaffen. Der zweite Punkt ist den von der Simplifikation administrativ. Da wird immer ganz viel drüber geschwärzt. An der Praxis habe ich wirklich Angst mit der heutigen Proposition, wie sie das leid eigentlich die Administration, also der Verwaltungsaufwand, zwar kommt für die Europäische Kommission Mann gibt mir da war für Eis Lützeburger Verwaltung und Bauern noch mehr kompliziert geht. Das ist was man verhindern mussten und da werde ich mich an den nächsten Main-Teil ganz stark dafür ersetzen. Das sind aber noch andere Punkte, wo Änderungen werden kommen. Es werden Deckelungen gehen von den Direktbeihilfen. Da wird geguckt, ob das bei maximal 80.000 Euro pro Betrieb soll sein oder 100.000. Da wird noch viel geguckt. Wir zuletzt dürften du kein größer Problem kreieren, weil wir eigentlich kein so riesige Betriebe haben, wie sie vielleicht in Ostdeutschland oder in der Tschechischen Republik zum Beispiel gibt. Wir werden dann aber gucken, dass es wichtig ist, dass alle Arbeitskraft über den Betrieb schafft, du kann man abrechnen gehen und dann dürften als Betriebe eigentlich kein Problem kreieren. Das heißt, so pur von den Sachen schön natürlich auch noch ein
Punkt für als Winzer, der ganz wichtig ist, weil du eigentlich ein Marktinstrument, den es gibt am Moment für die Promotion vom Wein auch am Ausland. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für als Lützeburger Winzer, den als im Moment am Text gestracht ging. Das ist etwas, wo ich nicht damit kalieren und ich werde mich da ersetzen, dass wir den Punkt auch im Druck kriegen. Das heute so als einen kleinen Ausblick wie ich. Ich werde schon die nächsten Monate natürlich auch noch weiterhin berichten, was sich alles ändert, wie man in den Verhandlungen weiterkommen. Falls ihr froh zu diesem Sujet habt, zeigt nicht mein E-Mail zu schicken und ich werde sie dann noch an die nächsten Sendungen heute thematisieren. Ich sage euch vielmals merci für die Nullausstellung und hoffentlich bis geschwind bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.